Es geht weiter, stets heiter. Mit der Sonne im Rücken und dem Schild und Schwert ausgerüstet bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind dabei, ein weiteres Sidequest abzuschließen, einen von sehr vielen, wobei wir schon sehr viele abgeschlossen haben. Und so geht es um die wundersame Wirbel. Die haben ja damals im Krockwald angefangen, was darum ging, dass wir erst mal einen Wirbel im Wasser finden müssen, ne? So quasi ein Strudel. Was nicht so schwierig war, dann haben wir bei der Höhlerüge gefunden, der von einem Feuerkrieg beschützt wurde. Ja, und beim Sandwirbel, das sieht ein bisschen anders aus. Da müssen wir Richtung Osgerudo-Ruinen gehen. Hier soll er angeblich sein. Wir werden sehen. So, ein paar Elektrofrüchte. Wir haben 7 Uhr morgen, schon jetzt. Ja, keine Ahnung. Wie warm ist es? 20? 25 Grad vielleicht sogar schon? Kann ich genau abschätzen, weil es steht keine Gradzahl da unten. Ich würde mal sagen 20, 25 Grad, ne? Dürfte sicher sein. Wir wissen ja, in der Wüste, ne, da wird es immer heißer und heißer, zumindest tagsüber, nachts dafür immer kälter. Wobei ich ganz ehrlich nicht ganz verstehe, wie so ein Kackschutz, ein Stirnschutz quasi, den Link da trägt, wer der da helfen soll, ne? Wüstenstirnschutz. Ich meine, er mag modisch aussehen, okay, aber dass der irgendwie die Sonne abhalten soll, das wage ich zu bezweifeln. Also, und hier, müssen wir mal gucken, was überhaupt ist. Irgendwo an einer der Rückseite von so einem Gebilde. Vielleicht ist es sogar schon hier. Nee, bei dem zum Beispiel noch nicht. Aber irgendwann Rückseite von so einem Teil soll der Sandwirbel sein. Aufgepasst vor Feinden. Hey! Aua! Wieso diese Gewalt? Warum? Haut aber auch ganz schön rein, ey. Wisst ihr, da gebe ich ihm schon mal eine Chance. Ich hau extra, weil ich keinen Bock habe. Was macht er? Nö. Sehe ich nicht. Okay, warte mal, da ist jetzt auch nichts hier oben. Es wird heißer und heißer und heißer. Moment. Den haben wir doch auch. Habe ich nicht? Den Sandschlitten hätte ich irgendwo. Universalküche, ernsthaft? Na egal. Universalgerüst, ja, kann halt überall da mit dem Pfeilern so dran machen, das verstehe ich schon. Ah, hier, Landboot. Ja gut, ich wollte zwar ein Landboot bauen, aber wenn das Spiel halt so nicht will, mach's halt doch so. Ja, es geht dann nur mit einzelnen Modulen, war, und das Ding hier ist kein einzelnes Modul, das haben sie irgendwie doch wieder zusammengepfercht, kein Plan. Warum? Aber sie haben es getan. Das Ding aber auch nicht, ne? Das müsste eigentlich schon reichen so.
Schön zurückkommen, Junge. Hä? Ich will eigentlich nur steuern. Volle Steuerung. Ja, fast. Was ist das Ding? Wir waren bei einem durch. Was doch beim ersten. Ach, Hinobu. Machst nicht so viel Damage, wie ich gehofft hatte, Alter. Daneben, daneben, la 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 la. Oh, nochmal hoch. Schon ein bisschen seltsam aus hier, ne? Hä, aber ich verstehe das gerade nicht. Wo zum Henker? Soll das jetzt sein? Hä, da bin ich jetzt so komplett bescheuert. Bitte keine Antwort darauf. Hä? Nee. Ernsthaft jetzt? Ja, der ist es doch. War einfach leicht die falsche Position. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, haben das auch. Na, endlich mal. Gut, dann aber schnurstracks zurück. Wenn wir das gemacht haben, geht's für uns nach. Was aber hier ein Stempel? Also, das war wegen der Robbe. Genau, geht's für uns zurück in den Wald der Crocs. Ich will es sehen. Ja, gerne. Was wird im Sand? Hier ist er. Guck mal, Schickertechnologie. Geil, wa? Was soll passieren, wenn man dort in antritt? Aller Gedanke lässt mein Herz rasen. Vielen Dank, Mann. Du bist ein cooler Held, wa? Der Held, der dem gefällt. Du magst ja Karotten, wa? Ja, mein Pferd vor allem. Du schaffst es schon, werter Held. Natürlich bin ich auch der werte Held.
So, dann hätten wir die Quest auch gemacht. Ne? Also questmäßig sind wir immer sehr gut dabei. Episode, guck was unsere Pläne, ist klar. Dann haben wir hier noch Dinger. Da hat es 3 Quellen, können wir uns mal angucken. Wir müssen sowieso wieder zurück hier in den Norden. Das heißt auch irgendwie wegen Rauchsignalen und so, wa? Muss man irgendwie so ein Schlittenrennen fahren, da bin ich auch nicht so Bock drauf. Der Schatz der 3 Quellen, wäre das vielleicht noch eine Idee? Shuta, Minfla und Aifugal. Alle coole Namen. Warte mal, wie heißt das Ding? In der Mitte zwischen den 3 Geheimquellen schlummert ein Schatz in den Bergen. Ja, hier ist ein Berg. Hatten wir hier irgendwo, warte mal, die Höhlen, die hießen sich nicht so, oder? Warte mal, hier! Minflas Geheim... Warte mal, das ist überall, wo es hier Wasser hat, also könnte zum Beispiel hier noch eins sein. Hier sieht es weniger danach aus. Gut, die war ich zwar noch nicht, okay, aber ob da jetzt was ist, kein Plan. Minflas Geheimquelle, doch, das könnte sein, wa? Crazy. Einmal so per Zufall gesehen. Und hier war, glaube ich, diese eine seltsame... Quest wollte ich schon sagen. Ich weiß nicht, was sagt denn jetzt die Folge irgendwie da groß dazu? Da habe ich gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Sieh mal, versuchen wir nach dem Ding hier. Am Schrein halt. Weil sicher zum Schrein. Wie viel eine Geheimquelle ist. Gut, hier nicht, ne? Minus passt aber auch noch nicht, ne? Da hatten wir damals ja von Rivalen noch seinen Bogen bekommen. Da könnten die 3 Dinger sein. Dann kann man was. Von hier oben irgendwo, natürlich nicht. Aber also was, ich mache kurz einen Schein. Jetzt habe ich irgendwie die Sidequests, wo ich das Gefühl habe, yeah, die sind vielleicht auch ein bisschen nervig oder so. Und man kennt es, will man sich auch gerne mal ein bisschen davor drücken. Gleichzeitig denkt man sich so, ja, aber willst du so früher oder später muss es sowieso machen. Warum nicht jetzt? Nee, mach später. Ähnlich wie zu Hause. Ich soll aufräumen? Nee, mache ich später. Ich soll putzen? Nee, mache ich später. Oder auch, ich soll Hausaufgaben machen? Nee, mache ich später. Oh. Soll er schreien? Wären doch bloß alle Schreine so, wa? Damit sollten wir bei 129 Scheinen insgesamt sein und aktuell 13 Lichtern, ne, die wir haben. Segenslichtern halt, genau, 13 Stück von 29 Scheine.
Kann wir 130 machen, also eine schöne Zahl. Nachher würden noch insgesamt 22 fehlen. Klingt noch nach viel, aber es wäre trotzdem noch weniger. Also in diesem Schrein ist der einfach zu finden? Ja, nein, vielleicht. Kann ich was holen trotzdem. Ich mach's mal so. Kann kalt sein, ne? Jo. Sogar am Tempel selber kalt. Okay. Oder auf dem Tempel, besser gesagt. Die Himmelsache. Ja, doch einer der Tempel, wo ich sagen muss, geile Idee. Dass die Orni zwar den jetzt im Vorgängerteil nicht gesehen haben. Klar, er ist sehr weit oben, aber trotzdem jetzt irgendwie mit Verhut oder so irgendwie trotzdem mal, naja, finden können. Das ist mal ein anderes Thema. Aber zumindest ein Schrein, der Sinn macht. Schrein sage ich schon, ein Tempel, der Sinn macht, von der Position her und so. Hier wieder Feuertempel auch. Ein Donnertempel, ja, grundsätzlich schon, nur war er selber ziemlich nervig, finde ich. Aber auf alle Fälle kein Vergleich zum Wassertempel, wo ich immer denke, Junge, was wollen die Entwickler uns eigentlich damit sagen? Man, sie hatten die Location, da unter Wasser zu machen. Also weder im Untergrund noch im Himmel oder so. Es gab irgendwie Anzeichen dafür und dann macht man dann trotzdem einen Tempel selber im Himmel. Das haben wir bis heute nicht verstanden. So, aber noch richtig okay. So, aber noch richtig. Ja. Da hinten müsste er sein. Was sagt denn unser Schika-Sensor? Tiefer. Das heißt wohl. Ja, dann hat die Frage, wie tief, ne? Vielleicht platziere ich mal hier kurz ein Ding, wenn ich schon mal hier oben bin. Nur für alle Fälle. Da gehen wir ein bisschen tiefer. Ja, ich merke schon, ne, nach diesen über 100... über 120, ich wollte gerade sagen, über 120 Folgen, Quatsch. Fast schon 200 Folgen. Man schon sagen, die Schika-Technologie fehlt mir doch, ne? Die ganze Geschichte jetzt mit dem Sonar und so. Klar ist noch nicht fertig, das Ganze. Aber trotzdem denke ich mir so zum Teil von wegen, ja, okay. Schöne Geschichte. Aber warum? Die ganze Entstehungsgeschichte mit Aura als ersten König hier von Hyrule und so. Das ist einfach da. Der Schrein. Sehr kalt, oder? Ja. Hätte man sich ja nicht denken können, wa? Was so genau in dem Moment? Wollen wir verarschen? Der geht auch nach Hops.
Jetzt war es aber mal Schnauze voll hier. Eine Elsternlanze, nee, lass mal, dankeschön und tschüss. Was sonst noch so im Repertoire? Oh, doch. Das geht. Und das Maßschwert hält noch, krass. Okay. Da oben, ne? Da wird er wohl sein. Entschuldigung. Da weißt du, ich muss dich jagen, weil sonst zählt es einfach die Höhle und so nicht für die 100%. Doof, ja. Aber keine Sorge, ich mache jetzt nicht hier alle Höhlen noch, bevor wir das Let's Play durchhaben. Nee. Und hat gereicht. Wir brauchen die Markierung hier auch nicht mehr. Zack, zack. Jo. Die Markierung noch entfernen. Ah, jetzt hat er sie gerade. Jetzt. Gut. Holen wir uns Schrein Nummer 130. Nein, so eine. Oh, da hätte schon alle durch. Beta. Kommen wir hoch. Einmal. Ja, ausweichen ist ein bisschen das Problem, wa? Oh. Wenn ich mal dabei bin. Oh, danke. Was ist mit dir los, Alter? Apo, was ist mit dir los, ne? Was war das gerade? Ah, hier kommen wir hoch. Gar nicht gesehen, die Leiter. Scheiße. Danke, die Pfeile.
Hä? Ja, nicht weiter. Doch nicht, wa? Aber der Strom ist ja aufzuladen, ne? Das würde irgendwie sogar Sinn machen. Ja, okay, aber das... Hä? Hä, wie jetzt? Nein, dann nicht so verbinden. Mensch. Hä, müssen wir nicht dagegen schauen, oder was? Okay, also Strom zwar schon, aber nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, oder wie? Ah, okay, okay. Ja, wenn seltsam, aber auch nur noch irgendwie ein Konstrukt da oben, aber noch so viel... Eine Health-Ball finde ich ein bisschen creepy. Anschleichen, wenn es geht. Eben, da oben ist noch einer. Das mit dem Propeller war ein bisschen creepy. Du darfst Werkzeuge verwenden, du darfst dich heilen, du darfst alles. Du darfst nur nicht dumm sein. Ja, danke. Maxi-Medizin, okay. Klar, ist eine gute Medizin, ich wundere mich noch ein bisschen. Ich meine, so stark waren die Gegner jetzt hier eigentlich nicht. Die sind da doof angestellt, ja. Ah, dieser Segen. Möge er uns Kraft schenken. »130 Schreine, ja, das sind wirklich viel. Und es sind noch nicht alle, Mann. Was soll denn das nur werden? Okay, also hier noch Schreine, ist klar. Die Frage ist ja mit den Wurzeln. Und da kann noch etwas machen, wenn wir schon dabei wären. Von hier schnell darüber latschen? Nee. Das sind Dinge, die ich irgendwie dann offline schnell machen würde. Nee, Quatsch, nicht offline, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Der Schatz der drei Quellen, ne? Die Frage, bin ich wirklich richtig mit allem?
Also hier ist eine Geheimquelle offenbar. Das wird etwas für die nächste Folge, wa? Ist denn bei den Geheimquellen selbst auch etwas? Die Quest selbst impliziert es nicht wirklich, das heißt nur inmitten der 3 Quellen liegt etwas. Quasi so One Piece, ne? Aber statt 4 Rope-Poneglyphen haben wir 3 Geheimquellen. Aber es könnte ja noch was anderes da sein. Ich muss so schnell durch. Hier, ne? Ja, es ist Wasser. Warmes Wasser. Eine Glutforelle hier? Ja, die muss ja gut gebacken sein, wa? Warum hat es hier Glutforellen? Dann klar ist offenbar eine heiße Quelle und so, aber trotzdem. Die Frage ist doch wohl berechtigt. Wo sind die Fische hier oben? Der Fisch wärmt uns von innen heraus. Okay. Ja? Nee. Oh. Aufpassen hier unten mit den Glutforellen. Also überall, offenbar überall welche. Okay, aber die Quelle haben wir soweit. Ne? Da haben wir jetzt schon gesagt, dass die da sein muss und so. Das passt soweit. Dann von hier mal hier rüber fliegen. Wo ich das Gefühl habe, müsste eine zweite sein. Die Symbol selbst, so die Lage besser gesagt, auf der Map, die sieht genau gleich aus. Oder ja, demzufolge müsste es eigentlich auch so eine Quelle sein. Da können wir uns vielleicht nächste Folge mal die dritte angucken und wenn wir die 3 zusammen haben, mal in der Mitte schauen. Und jetzt wieder eine Höhle sein und dort ein Schatz, ja. Vielleicht sogar mit dem Schrein, der uns hier noch fehlt. Ist es rot? Ja, ist rot. Und dann noch diese seltsame Quest mit dieser Schneekönigin. Der Schlittelkönigin, da gab es noch ein bisschen da vorne, da schlitteln muss man auf Zeit. Es gibt sicher mehrere Disziplinen, so Anfänger, Profi, muss beides schaffen, kriegen eine Belohnung. Die Quest wird abgeschlossen, ne? Kennt man ja. Oh, Krog. Hä? Eifegeist? Geheimquelle, tatsächlich. Und der Krog auch noch. Ja, viel Wasser runter. Okay. Ja, der Blutforellen oder was anderes. Ja. Dann haben wir Blutforellen. Können wir einfach so einsammeln, krass. Also wenn ich mal Bedarf an Fisch habe, ja, why not? Packe ich mal das hin, weil es ist ja... Gut, eine Quelle. Ja, doch auch. Kann man so sagen. Was Essbares, ne? Also das scheint soweit zu funktionieren, Leute. Das heißt, hier müssen theoretisch die dritte Quelle sein. Kommen wir von da dahin? Nee, ich glaube nicht, der ist ziemlich weit unten. Von hier theoretisch. Zeit her, 34. Ja, kann uns reichen noch. Mal gucken, ob wir die dritte Quelle dann noch finden. Wenn das hier so easy peasy geht. Ich finde es krass, dass wir erst 97 Wurzeln haben, ne? Wenn man bedenkt, dass 120 Wurzeln sein müssen. Doof. Nur fliegen ist schöner.
Aber nicht so hoch. Dahin, ne? Hallo? So, jetzt aber. Achtung, Felsbrocken im Weg, nicht anschlagen, Ding, das wäre ein bisschen unpraktisch. Wäre schlimmer als Fallschaden. So, wäre es hier unten theoretisch, ne? Aber das ist ein Knock-Up-Stream, interessant. Rivale Sturm lässt grüßen. Aber hier sowieso in der Nähe von Rivales Ding sind, ne? Ne, warte mal, der war hier. Bin ich elegant vorbeigeflogen. So. Shooters Geheimquelle. Oh ne, der ist ja wieder da. Mal kurz schauen, wie die auch Fisch haben. Sieht so aus, ne? Nein, das war zu weit. Jo, hier gibt's auch Fische. Sehr schön. Ja, Freunde, stimmt das wohl, ne? Dann sind das die 3 Quellen und davon in der Mitte quasi. Also hier, also müsste irgendwo hier sein. Irgendwo hier rein, theoretisch. Ich markiere es einfach mal und dann, ja, wir sagen sicher nächste Folge, mal gucken. Ich werde aber, glaube ich, erstmal nächste Folge noch dem Typen da helfen müssen. Ah, heiße Quellen, sehr schön. Ich bin gespannt, wie das Teil hier rumfällt. Welche Richtung und so. Und dann... Und das mit der Schatze 3 Quellen, ja. Und dann war schon eine Königin, die wir erstmal einfach mal suchen müssen. Fayon und die Quests. 122 Brunnen, ich glaube, mittlerweile haben noch ein paar mehr gefunden, aber es sind sicher noch mindestens 18. Aber mehr als 4 habe ich inzwischen nicht gefunden, ne? Oh man, den ganzen Brunnen noch finden. Muss ich noch machen. Gut, ich habe es auf der Karte markiert, von dem her, ich habe es so tragen. Bloß einfach mal mit den restlichen vergleichen und dann die noch abkapern. Aber ja, wir haben dann noch ein paar interessante Komplettierungsfolgen. Das wird spannend. Link ist ein bisschen erwärmt gesehen, ne? Ein bisschen rot geworden. Steht ihm. So, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wieso baut der die Shield? Das ist doch einfach... egal. Muss ich ja wissen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Übrigens, ganz kurz noch, ne, zum Masterschwert. Das bricht er regelmäßig. Was ich nicht ganz verstehe ist, das Teil kannst du heiden. Warum kannst du es einfach wegstecken und währenddem ich es weggesteckt habe, heilt es wieder? Ne? Vom Dauereinsatz geht es kaputt, wenn man es aber einmal benutzt, dann wieder ruhen lässt und dann wieder direkt weiterhin benutzen, so und repariert es sich von selber. Nicht einfach abwarten, bis es zerbricht und dann erst repariert es sich. Ne? Liebe Entwickler, ne? Fürs nächste Spiel ist Art. Tschüssi!